Aber bei der Gemeinde, da gibt es keine erste Mannschaft und zweite Mannschaft und Veteranen oder solche, die noch nicht dazugehören. Wir gehören alle zu der ersten Mannschaft. Amen, ja, voll. Ja, es ist super, heute dürfen da sein. Und zwar hat es zwei Gründe. Das erste ist, dass die Evangelische Allianz einen Bibeltext hat ausgesucht für die Woche. Und das zweite ist, dass ich über den predigen darf. Und wir dürfen zusammen in den eintauchen. Ich lese ihn gerade vorlesen. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und euch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Ja, genau. Das ist doch super, oder? Hast du ihn nicht selber ausgelesen, diesen Text? Und darfst noch darüber predigen. Und eigentlich könnten wir das jetzt da einfach stehen. Das würde eigentlich reichen. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört von einem grossen Gemeindegründer, Leiter von einer grossen Gemeinde. Und der hat gesagt, er sei viel in den Wald gegangen. Und der Wald, dort habe Brühlwald geheissen. Und das ist für ihn zu einem Synonym geworden oder zu einer Realität, weil er viel gerannt in diesem Wald. Und ich dachte, ja, also, so einen grossen Mann Gottes, so eine grosse Gemeinde, so eine blühende Arbeit und der verzweifelt an der Gemeinde und geht in den Wald raus rennen. Wisst ihr, was ich Weihnachten Neujahr gemacht habe? Ich bin holzen im Wald. Ich habe es gerne ein bisschen handfest. Ich renne nicht unbedingt im Wald raus, aber ich habe es manchmal schon gerne, wenn es ein bisschen klebt und knutscht und man eben etwas Handfestes machen kann. Nicht so muss schauen und so, sondern auch ihn ist eben, wenn es ein bisschen bollen darf. Ja, wir kennen die Gefühle. Und eben, ich denke, das ist ja super, jetzt kann man da den Paulus reden und jetzt könnte man da wirklich euch ein bisschen Feuer machen. Tut jetzt endlich euer Verantwortlichen und euer Gemeindeleiter ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen, ein bisschen Liebe zu haben und so Liebe entgegenbringen. Aber ich werde heute nicht da sein als der auf einmal erstens aus dem Adelboden rauskommt, auf Frutigen jammern oder der als Heilsarmee-Offizier hier in die FIMI in Allianz-Gottesdienst kommt, um mit seiner Gemeinde öffentlich abzurechnen. Nein, das ist nicht meine Motivation. Aber ich glaube, wir kennen alle manchmal so ein bisschen die zwei schneidigen Gefühle. Schöne Gefühle, aber vielleicht auch Schwieriges, die uns mit der Gemeinde verbindet. Ich glaube, es ist auch nicht wegen nichts, dass der Paulus das schon vor 2000 Jahren geschrieben hat, an Thessalonicher. Ich glaube, es ist ein Bild, es ist ein Phänomen oder ein Problem, das nicht einfach neu ist. Der Paulus hat das gekannt. Und ich glaube, der Paulus ist jemand, der ja ganz mit vielen
Leiter auch unterwegs war, mit einem Timotheus, einem Titus, mit anderen ist unterwegs gewesen, sie begleitet hat. Und auch gerade in seinen Briefen an die Gemeinden immer wieder auch Unterstützung gebracht hat. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns ein paar Momente Zeit nehmen, um uns zu überlegen, was das auch für uns bedeutet. Aber wir könnten zuerst einmal sagen, es ist wie ein Befehl, wie eine Aufforderung. So, komm, jetzt macht doch einmal. Schön, dass das der Paulus schon vor 2000 Jahren gemacht hat, dass er da der Gemeinde schon eingeheizt hat. Es muss doch diesen Gemeindemitgliedern endlich einmal gesehen sein, was ihre Leister und Pastoren alltag leisten. Mit welchem Einsatz, dass sie für die Gemeinde unterwegs sind. Es sind die euch ermahnen, den rechten Weg zu gehen. Ich hatte mal mit einer Migrantenkirche Kontakt gehabt. Und wir haben, das war nicht hier im Tal, sondern in einer anderen Stadt. Wir haben dort aber Kinderarbeit gemacht. Und auch Lager. Und wir haben von dieser Kirche Kinder eingeladen, mit uns ins Lager mitzukommen. Und das war interessant. Die Moslem-Kinder durften mitkommen. Aber die Kinder von dieser Kirche durften nicht mitkommen ins Lager. Und dann habe ich den Vater gefragt, wieso dürfen die Kinder nicht mit in das Lager kommen? Dann hat er gesagt, ja, Pastor gesagt. Dann habe ich gesagt, jetzt bringst du mir den Pastor auf den Platz. Dann sage ich jetzt einmal. Und dann hat er gesagt, nein, bitte nicht wütend werden, Christian. Christian Pastor hat er gern gesagt, nicht wütend werden. Weißt du, die Eltern haben mir gesagt, ich muss schauen, dass ihre Kinder auf den rechten Weg kommen. Und er hat das wollen in dem Sinn machen, dass er sie jeden Sonntag gesehen hat. Und wenn er die Kinder nicht mehr gesehen hat, jeden Sonntag, dann hat er die allen Eltern gefragt, oh, was ist denn mit den Kindern von dieser Familie? Hast du die nicht im Griff? Was ist denn mit dir los, mit dir als Pastor? Dann habe ich gesagt, ja, da bist du selber die Schuld, wenn du so etwas auf dich lädst. Das ist falsch. Aber ja, man könnte sagen, es ist da gestanden. Sie sind verantwortlich, unermüdlich für euch da zu sein und euch zu helfen. Und mir sind auch so andere Gefühle entgegengekommen, als ich diesen Text gelesen habe. Ja, da gibt es auch noch ein bisschen negativere Sicht. Wir wissen über Missbrauch, wir wissen von Skandalen in der Gemeinde, wo eben leitende Pastoren ihre Macht, ihr Amt, ihre Tätigkeit missbraucht haben. Vielleicht hast du auch in dir innen so Verletzungen, wo du von deinen Vorbildern bist enttäuscht worden. Und ich habe mich gefragt, was gibt es denn noch für andere Worte, gerade zu den Gläubigen. Und mir ist das so gross geworden, die Worte, wo Jesus, aber auch der Paulus an mehreren Orten sieht, dass wir Kinder dürfen sein. Dass wir Kinder dürfen heissen. Dass wir Erben dürfen sein. Oder wie wir es im verlorenen Sohn sehen, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der verlorene Sohn zurückkommt, wo ihm der Vater den Ring am Finger steckt, der Siegelring. Das bedeutet, dass wir nicht als Pastoren, sondern als mit Jesus unterwegs Seiende eingestellt worden, in eine Kindschaft, in eine Nachfolgerschaft, in eine Erbschaft. Nicht soll ich Knechte sein, nicht soll ich Opfer sein, nicht soll ich abhängig sein. Sind wir uns das bewusst? Bist du dir bewusst, dass du selber von Jesus gerufen bist
Und dass du sein Kind darfst sein, dass du in seiner Nachfolge darfst sein. Und dass du darfst Reich Gottes mitgestalten. Das ist nicht abhängig von einem Leiter oder von einem Pastor. Und wenn wir dann aus diesem Bild heraus, aus dem Miteinander, unter dem Zusammen unterwegs sind, als berufene Kinder und Erben, wenn wir dann aus diesem Bild heraus schauen, was hat der Pastor für eine Verantwortung, was hat der Gemeindeleiter für eine Verantwortung, was hat er für einen Ressortleiter für eine Verantwortung, dann sieht doch das schon ganz anders aus. Einander ermutigen, zusammen unterwegs zu sein, weil es eben Sinn macht, zu unterstützen und nicht, weil wir gezwungen sind. Und das ist, weil wir einen Auftrag haben. Das ist so ein herziges Föteli, täuscht es noch nicht an. Also der hat dort fein ein Kehr lang geübt, den Reissverschluss zuzutun. Und ich hatte Zeit gehabt, das Föteli zu machen. Aber irgendwann hat er gesagt, Mutter, komm doch helfen, das geht nicht. Aber das ist eigentlich so ein Bild, voneinander abknäulen und dann probieren, den Reissverschluss zuzutun. Anerkennung unseren Verantwortlichen gegenüber, nicht weil es Zwang ist oder weil wir gedrückt werden dazu, sondern weil wir einen Auftrag haben als Gemeinde. Jesus sagt im Johannes 13, 34 und 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe, Leben. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und ich habe mir überlegt, kann man diese Liebe befehlen? Kann man dann sagen, ihr müsst einander gern haben? Nein, man kann Liebe nicht befehlen. Aber man kann Raum schaffen, damit sie wachsen kann. Auch die Liebe gegenüber den Leitenden und den Pastoren gegenüber kann man nicht verordnen. Aber eben, wir können Raum geben und wir können auf den Auftrag schauen. Wir glauben, wir müssen Perspektiven immer wieder wechseln. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel. Jetzt hat euch die Frechheit gehabt, den Riesenslalom zu Adelboden auf einen Sonntag zu verlegen. Und dann hat es Leute gehabt, die waren verrückt. Bis man diesen Leuten erklären konnte, und ich hatte das Gefühl, das hat der Schweizer Fernsehen auch schön gemacht. Sie haben nämlich im Slalom den Nebel gezeigt und dann haben sie gesagt, hört die Leute, bei diesem Nebel wäre kein Riesenslalom möglich gewesen. Also haben wir jetzt entweder ein Rennen oder wir haben kein Rennen. Es ist nicht die Frage, ob es ein Riesenslalom oder ein Slalom gibt. Und das zeigt doch für mich so etwas, man tut einfach mal motzen. Man tut einfach mal, ich will doch jetzt den Odermatt schauen und so. Und nicht überlegen, aha, was wäre denn das Grosse oder wie ist das Wetter? Oder was könnte man denn sonst noch machen? Was sind für Möglichkeiten? Meine Frau hat etwas gesehen, das darf ich hier nicht sagen, wer das sich jetzt da vor allem negativ geäussert hat. Aber ich glaube, wir kennen das doch in uns innen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir das wetten. Eben vielleicht der Reissverschluss nicht zugeht, wenn wir schon 100-mal geübt haben. Und dann sieht man, der blöde Hersteller von dieser Jacke ist unfähig oder die Mutter ist unfähig, dass sie die Jacke gekauft hat oder irgendetwas. Und dann kann man dann das Problem auf den Reissverschluss schieben oder eben auf einen Riesenslalom oder irgendwo kann man etwas projizieren. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem in unserer Zeit.
Wir haben nicht den Auftrag zu motzen. Wir haben nicht den Auftrag, Schuldige zu suchen, sondern wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Ich habe extra den Unterabschnitt auch noch reingenommen, wo der Paulus sagt, ermutigt, weiset zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt, denen, die das Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen und habt mit allen Geduld. Bleibt dran. Ich glaube, das schauen wir diese Woche vielleicht in einem anderen Input noch ein bisschen genauer an, was ja das genau bedeutet. Aber ich glaube, es heisst im Zusammengefassten, dass wir uns sich um die kümmern, dass wir uns kümmern um die Leute, die eine Not haben, dass wir für die da sind, die Hilfe brauchen. Und da hier ist nicht mehr von den Gemeindeleitenden die Rede. Ja, der Pastor, der soll doch jetzt einmal schauen. Oder wieso ist denn das Büro heute nicht besetzt? Vielleicht ist es der Auftrag von uns allen, dass wir das mittragen, den Auftrag von der Gemeinde. Und das ist so das zweite Bild, das mir auch in einem letzten Sonntag begegnet ist. Manchmal könnte man wirklich sagen, die Sache von dieser Gemeinde ist eine hoffnungslose Sache. Die Sache von dieser Gemeinde ist eine hoffnungslose Sache. Überlegt euch einmal. MHC Adelboden. In der ersten Mannschaft, das sind alles junge, starke Männer. Das ist die erste Mannschaft. Und wenn ihr dann nicht mehr in der ersten Mannschaft seid, dann dürft ihr noch ein bisschen zu den Veteranen und nachher dürft ihr einfach noch das Portemonnaie auftun und zahlen. Aber bei der Gemeinde, da gibt es keine erste Mannschaft und zweite Mannschaft und Veteranen oder solche, die noch nicht dazugehören. Wir gehören alle zu der ersten Mannschaft. Amen, ja, von 0 bis 120 oder ja, wie auch immer. Solange wir auf der Erde sind, gehören wir zur ersten Mannschaft. Und das gibt es nie. Da gibt es keinen Verein, wo das so funktioniert. Und dann muss man sagen, also die sind ja selber verrückt, dass sie so etwas probieren, wie eine Gemeinde zu bauen, wo alle dazugehören. Alle sind in der ersten Mannschaft. Das ist doch eine hoffnungslose Sache. Aber es ist eben keine hoffnungslose Sache, weil wir das im Namen von Gott tun. Wir selber versagen, immer. Ich versage. Manchmal muss ich brüllen wegen mir, weil ich es nicht im Griff habe. Aber Gott hat ein Ja zu uns. Und es geht im Epheserbrief, im 5. Kapitel, es geht dort ein bisschen wie die Männer und die Frauen miteinander sollen unterwegs sein und so. Und das wird viel gebraucht von den Männern. Aber sie sollten ja auch manchmal weiterlesen. Und dort heisst es, du sollst deine Frau lieben, wie Christus wie die Gemeinde liebt. Und er sie gebadet hat, makellos und rein vor sich hergestellt hat. Männer, wann habt ihr das letzte Mal das Badwasser für eure Frauen eingeladen? Aber das ist das, was Jesus für die Gemeinde vor Augen hat. Das Badwasser einlassen, uns schrubben und nachher wieder wunderbar, makellos, rein, ohne Runzeln, Falten und irgendetwas vor sich herstellen, gesäubelt und geschmiert. Wow, du bist meine Brut. Epheser 5, 25. Oder wir lesen so in der Offenbarung 19, wie er sich parat macht, für das Hochzeitsmahl zu feiern mit seiner Brut. Ich glaube, wir müssen uns an dem festhalten. Das ist das Ziel, das wir haben wollen. Und das ist die Verheißung, die Jesus uns macht. Und wenn wir mit unseren Leitern ein Buff haben, wenn wir mit unseren Pastoren ein Buff haben, oder wenn wir mit unseren lieben Gemeindemitgliedern ein Problem haben, an dem halte ich mich fest. Und ich habe ja auch wieder vorgesetzt, die Leute, die für mich und so. Und mit denen habe ich manchmal, was die jetzt wieder für Ideen haben.
segnen und daran glauben, dass Gott eine Vision hat und eine Sicht hat für seine Gemeinde. Und er wird seine Gemeinde, ich weiß nicht wie, aber er wird seine Gemeinde makellos, rein, wiederhergestellt hinführen. Zu sich im Himmel. Wir dürfen mit ihm zusammen sein. Und wie das der Lobpreis im Himmel aussieht, ob wir dann ein gemeinsames Repertoire haben, auch einer, das weiß ich auch noch nicht, aber irgendwie wird das funktionieren und es wird wunderbar sein. Ich rufe uns auf, dass wir miteinander haben wir unterschiedliche Begabungen oder aber auch unterschiedliche Verantwortungen, Leitungsaufgaben, dass wir miteinander unterwegs bleiben als Gemeinde und Gottes Reich bauen und seinen Auftrag auf dieser Erde leben. Amen. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, wo wir darüber nachdenken können. Welche Sicht auf die Gemeinde, vielleicht gerade auch welche Sicht auf deine Gemeinde habe ich, hast du? Was haben Gemeindeverantwortliche positiv zu meinem geistlichen Werdegang beitragen? Wo kann ich ihnen und Gott dafür danken? Aber auch das andere. Wo haben Gemeindeverantwortliche an mir, an dir gefällt? Wo darf ich auch anklagen und sagen, das war nicht richtig? Wo darf ich klären, um was ist es gegangen? Wo darf ich auch vergeben im Namen von Jesus Christus? Und wo darf ich auch Erneuerung erleben mit Gottes Hilfe? Wo hat Gott vielleicht auch neue Impulse für die Gemeinde? Und wann merken sie es endlich? Nein, sind wir bereit, als Einzelne zu suchen, herzuhören und umzusetzen? Wie erlebe ich das Wechselspiel von liebevoller Führung und wertschätzender Anerkennung der Führungspersonen? Wo liegt meine Verantwortung als Bruder, Schwester, als Führungsperson? Und wie kann ich die Gemeinde durch die Art und Weise, wie Führung wahrgenommen wird, in der Welt ein Hoffnungszeichen sein? Wie können wir ein Hoffnungszeichen sein, auch gerade durch die Art von unserer Leitung? Ja, lieber Heiland, du hörst jetzt auch die Fragen, du siehst, ja, wie wir miteinander unterwegs sind. Du siehst auch, wo wir vielleicht Verletzungen erlebt haben, auch gerade von Leitenden. Und ich werde dich einfach heute Morgen auch ganz konkret hier bitten um Vergebung dort, wo ich gefällt habe, Leuten gegenüber. Danke, dass du mir das vergisst. Und ich danke dir auch, dass du aber auch einen Weg schenkst, der weitergeht. Das ist nicht das Ende, sondern das Ende ist dort, wo du reinkommst, wo du einen neuen Aufbruch schenkst, dort, wo Vergebung geschehen, Vater. Und ich danke dir, dass du das einfach heute Morgen auch als jedes anrühren, der vielleicht auch gerade verletzt ist worden. Dass du einen neuen Weg schenkst, ein neues Weitergehen schenkst. Und Vater, ich danke dir, dass wir staunen, eben so in ganz kleinen Zeichen, wenn eben ein Kind mit anderen Kindern am Boden hockt, eine Geschichte erzählt. Das ist deine Gemeinde. Das ist dort, wo dein Herz sich freut. Dort, wo etwas von deinem Reich entsteht. Und Vater, ich danke dir, dass du noch viel mehr so Reich Gottes Zonen schaffst, wo einfach dein Reich Raum einnimmt, wo dein Reich wächst, wo Menschen dürfen frei werden, wo Menschen dürfen wiederhergestellt werden und geheilt werden. Ich lobe und preise dich dafür.